eben, ich versuche mir das dann einmal zu erklären, wieso ist der englische Bezug da oder der englische Bezug stärker als der Mundartbezug. Und es ist auch wahrscheinlich nicht etwas, wo man sich nur einfach so es liegt nur an diesem Fakt oder so. Also es sind sicher viele verschiedene Komponenten, die dort drin spielen. Ich muss mir halt immer ein bisschen vorstellen, wenn halt das Muster nachher zurückkommt, also das Feedback, dass halt dann die Frauen auch wieso wollen erklären, ja, ich will aber auch englische Songs machen, dass es könnte aus dem Standpunkt entstehen, dass bei den Buben oder bei den Männern die startet halt gerade mit Mundart, weil sie auch, glaube schon mittlerweile, es könnte natürlich immer mehr sein, als das, was im Moment rum ist, aber die haben jetzt schon eine erste Generation an Vorbilder, an coolen Vorbilder, sage ich einmal, wo jetzt ein 16-jähriger oder ein 18-jähriger Mann oder Bub wird halt auf die Idee kommen, okay, ich will versuchen, das zu machen, was der andere dort macht. Und ich bin mir halt nicht so sicher, ob es das bei den Frauen im Mundart, es gibt halt 1, 2 gestandene Künstlerinnen natürlich, also mehr als nur 1, 2, die im Mundart etwas gerissen haben. Aber ich glaube, es sind so wenig Mundart-Cases, weibliche Mundart-Cases, leider, muss man sagen, entstanden in den letzten 10, 15 Jahren jetzt gefühlt, dass jetzt der 16-jährige Mädchen oder die 18-jährige, wo jetzt der neue einen Bezug wird aufbauen zum Musizieren, kann ich schon sehen, dass man nicht gerade sofort an Mundart Stimmen denkt als Vorbild, sondern halt eher zu den englischen Sachen geht, beziehungsweise zu den amerikanischen oder zu den internationalen Sachen. Sogar auch zu den deutschen Sachen kann ja dann auch passieren. Aber wenn wir jetzt bei dem bleiben, dass ich so einen Trend gesehen, dass es Frauen gibt, die halt Mundart, aber auch englisches Zeug abfeiern, kann ich schon verstehen, dass wenn ich jetzt vielleicht die meisten von diesen Beispielen überfrage, die 6 oder 7 Frauen Beispiele, mit denen ich geredet habe jetzt im letzten Jahr oder bis jetzt, kann ich schon verstehen, dass viele von denen vielleicht irgendwie, lass es halt Künstlerinnen sein im Pop-Bereich oder so ein bisschen im Soul-, R&B-Pop-Bereich, dass die Stilrichtungen, die halt dominant waren in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren, kann ich schon verstehen, dass die meisten von denen halt dann englische, internationale Referenz als Beispiel geben. Wenn ich jetzt würde fragen, ja, wer sind dann deine musikalischen Vorbilder? Und nicht unbedingt Mundart-Künstlerin. Weil man versucht sich ja immer ein bisschen, das ist jetzt halt eher ein bisschen Marketing, wo ich da mit reinbringen kann, aber man versucht sich ja immer ein bisschen mit diesen Leuten zu identifizieren, die halt gleich sind wie du oder die ähnliche Sachen verfolgen oder einen ähnlichen Mindset haben. Oder es geht bis hin zu, die sehen halt so aus wie ich oder die repräsentieren das Gleiche, wie ich repräsentiere. Und ich habe schon gesehen, wie dann junge Frauen eher auf englische Beispiele kommen, also auf englische musikalische Beispiele, die sie halt cool finden und dann das versuchen zu imitieren am Anfang. Oder von dem kommen dann zum Beispiel auf Instagram Frauen, die versuchen, englische Covers nachzusingen oder nachzuspielen. Von dem kommt halt so ein bisschen der Trend, weil am Anfang ist halt Songwriting natürlich nicht gut genug. Auch im Englischen ist es noch viel, viel schwieriger, dass man irgendwie gute eigene Songs testet. Und dann sehe ich, wie das passieren kann, dass man halt das nächste Beste, was man machen kann, um diesen Künstlerinnen näher zu sein oder diesen Vorbildern, die man hat, ist halt ihre Songs zu covern. Weil man halt die Noten kann irgendwie aus dem Internet holen und das halt kann nachspielen und nachsingen, so im besten Fall. Und eigentlich schnell
das kommt halt dazu, aber das ist eher etwas, was mit Covers zu tun hat. Das hat jetzt nichts mit Frauen und Mundart zu tun oder Frauen, wo englische Musik interessiert. Es hat eher mit Covers zu tun, dass man halt relativ schnell auch gute Resultate kann erzielen kann. Weil wenn man halbwegs gut singen kann und sich halt meistens passiert es, dass man sich halt einen Hit aussucht, wo man covern auf seinem Instagram-Profil oder was auch immer, ist man ziemlich schnell mal bei einem guten, bei einem guten Resultat, so, weil der Song ist schon grossartig vorher, man singt ihn halt nach und ich habe auch gesehen, dass nachher entsprechend relativ schnell oder kurzfristig gutes Feedback zurückkommt von Leuten, die das sehen, weil es gibt recht viele da draussen, die halt auf englische Covers stehen oder irgendwie englische, ja jetzt Schweizerinnen oder Schweizer, die halt irgendwie Covers gut nachsingen können von englischen oder amerikanischen Songs. Und dann kann ich auch sehen, dass du ziemlich schnell mal gute Resonanz bekommst. Oder Leute, die finden, hey, ist toll, was du gemacht hast, mach nochmal ein Video zu dem anderen Song und covere doch auch noch den anderen Song. Und dann ist man wie so von einem Songcover zum anderen geht man. Und von dort ist dann die Brücke auch nicht mehr so groß, dass ich jetzt nachvollziehen und verstehen kann, dass man dann sagt, ja, die ersten Songs, die ich releasen will, die sollen auf Englisch sein. Weil man hat halt eben viel mehr englische Vorbilder oder Vorbilder in dieser Sprache und nicht so viel im Mundart.